Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, ich sage eine große Merci für Ihre Präsenz. Ich bin begeistert, wenn ich auf Platz gucke, weil sie ist groß. Und sind überall noch Leute. Und wir das bei uns. Und der sieht bei uns. Und was können wir tun für bessere Nächte? Ich sage eine ganz große Merci für Ihre Präsenz heute Morgen. Und ich sage noch, der Vertreter von allen politischen Parteien, merci, dass Sie hier sind. Das ist gut so. Das ist gut so, dass Sie als Notlauscher kommen. Sie kommen vielleicht, weil Sie voll bei uns sind, weil Sie als Überzeugung sind. Sie kommen vielleicht, weil Sie kleine Sympathien mit uns haben. Oder Sie kommen einfach für sich zu lauschen, was man dann so zu sagen hat. Egal wer, es ist gut, dass Sie hier sind. Das ist gut, dass wir alle heute hier sind. Weil heute das Eisendach. Das Eisendach, der 1. Mai, ist der Tag von den schaffenden Leuten. An den Tag, der soll gefeiert gehen, der soll geehrt gehen. An den Tag, wo wir die ehren, die in der Vergangenheit dafür gesorgt haben, dass wir heute das tun, was wir tun. Aber auch den Tag, wo man so entgeht nicht durch, das, was wir tun, kann noch verbessert gehen. Und am Gegenteil zu dem, was behauptet immer, also ist nichts geschenkt gehen. Das ist nichts an die Schoß gefallen. Wir haben alles müssen zum Teil gegen harten Widerkampf erkämpfen und durchsetzen. Aber wir vergessen das nicht. Und das 1. Mai ist auch kein normaler 1. Mai, weil das auch den 1. Mai nur stark gewonnenen Sozialwahlen von Moscheberg. Der Moscheberg ist die Lützeburger Gewerkschaft und der kein Ernst kennt. Das ist gut so und das verdanken wir euch alle gut. Und das gefällt aber nicht jeder Range. Verschiedene hatten natürlich gehofft, dass Nogibel bei diesen Wahlen geschwächt gehen. Und andere haben darauf gewartet, dass der Nogibel politischen Einfluss verlieren. Aber verschiedene haben sogar davon gedreht, dass der Nogibel kein Ganzsekretär geht. Und der Gegenteil sagt getrunken, der Nogibel ist so stark wie nie für drin. Auf viel von ihr schaut, hat sie neu gesehen, hat sie neu leid, weil viel von ihr erleben haut ihren 1. Mai an einer neuen Qualität, die vom neuen Member, die vom neuen Delegierten, die vom neuen OGBL-Militant. An ihnen so mir ein ganz besonderes Merci als OGBL-Familie. Merci für Ihr Engagement. An all zusammen, Kolleginnen und Kollegen, stimmen hier. All zusammen. Und nicht nur, weil es flott ist, zusammen zu feiern, sondern weil wir einen Auftrag haben. Wir haben einen gemeinsamen Auftrag, an den die verbunden ist. An den hier die Leute zu verteidigen, die mussten eben schaffen wollen, für ihr Leben zu machen. Und wir sind Stimmen von denen Leuten. Wir sind Stimmen von den Leuten, auch von den Familien, die Lützeburg ausmachen. Die Lützeburg zu dem machen, weil das die Reichtum von diesem Land erschaffen und erschafft tun und die aber selber viel mehr reich sind. Kolleginnen und Kollegen, wir haben harte Zeiten hinter uns. Wir haben die letzten 5 Jahre müssen hart kämpfen. Wir mussten für unseren Index auf die Straße gehen, lange ohne die anderen Gewerkschaften. Wir müssen an der Tripartit streiten, für das Kaufkraft erhalten wird. Wir haben die Energiepreise deckeln. Wir haben als Kollektivvertrag verteidigen. Wir haben neu verhandelt und das bis an den Streik gerannt. Bei der Cargolux, einem Lützeburger Betrieb, den Krisengewinner ist, wo der Staat und der Hauptaktionär ist, da müsste bis an den Streik treten, für das die Leute hier Arbeit anerkannt werden. Und nicht zuletzt, Kolleginnen und Kollegen bei Ampassat, wir müssen an den von den härtesten Arbeitskampf treten, den der Nogibel je gekannt hat. Brav, der Nogibel hat seinen Job gemacht und hat die Interessen von den Leuten verteidigt. Mit allen Mitteln, so wie er das immer gemacht hat, so wie er das immer wert machen. Aber für den dortigen Engagement sind wir leider von vielen Seiten attackiert gehen, und ihr wisst das. Das Versicht gehen, als zu isolieren, als zum Spiel zu holen. Und das ist nicht gelungen, wir waren nicht isoliert. Wir waren das nie, wir sind das nicht und wir werden das nie, Sie Kolleginnen und Kollegen, weil wir haben es nicht nötig, als unzubiedern. Und das ist auch beim 1. Mai, und nicht nur beim 1. Mai, wo andere
probiert tun, Schaumoffensive vis-à-vis von der Politprominenz zu starten. An den OGBL hat sich Offensiven an den Betrieber gestartet, beide Leute, 4 Leute. Andere haben einen großen Druck Nogin an den Schwanz beigezogen. Den OGBL hat sich nicht in der Kriege los. Andere Kolleginnen und Kollegen haben Sozialwahlen verloren. Den OGBL hat Sozialwahlen gewonnen. Von der Stimme für den OGBL. 61. Den LCGB, der Leber, dann GL-Snap, Ciprolux, Antaf-CFC, die delen sich den Rest 39%. Mehr klar kann die Stimme von den Salarien an den Pensionierten im Land nicht sein. Und die neue Regierung, die hat annonciert, so groß, dass sie den Sozialdialog hochhält. Wir wollen das so aus, liebe Regierung. Da fängt das dummer da an, dass das Gewicht und Bedeutung von den einzelnen Gewerkschaften alle juste Valeur zu respektieren hat. Als Gewerkschaft ist nicht einfach eng zu vielen. Und das Regierung wird gut beraten, wenn sie nicht gegen ignorieren, dass bei der Wahl für die Chambre des Salariés, was ja kein obligatorisch Wahl ist, wie wir wissen, aber über 210.000 Wähler hier Stimme aufgenommen haben. Das ist ein Ausdruck von einer politischen Partizipation, von einer politischen Überzeugung, die ich nicht einfach kann ignorieren kann. Aber weil wir ja noch an einer Lehrphase sind von verschiedenen Ministern, so ist es ganz diplomatisch, vorsichtig, pädagogisch vermittelbar, wann ich geliebt, Regierung, macht nicht den Fehler, den sozialen Dialog als eine formale Veranstaltung aufzunehmen. Wir brauchen seriöse politische Verhandlungen. Und dabei hat die Regierung immer die absolute Majorität vom OGBL, die 61% für uns anzuhalten und sie zu respektieren. Alles anders wie eine flagrante Missachtung vom demokratischen Willen. Und das, Kolleginnen und Kollegen, gegen eine Regierung, die selber von Männern wie 50% von den Lützburger Einwohnern gedroht wird, nicht gut zu Gesicht steht. Fordert eine Direktpartizipation an allen Dossien, die uns betreffen, die Interessen der Leute betreffen. Wenn es um Pensionen geht, wenn es um Arbeitsrecht geht, wenn es um Wohnungskrise geht, wenn es um Steuerreform geht, wenn es um den Sozialstaat am Allgemeinen geht, wenn es um das Gesundheitswesen geht, wenn es um Bildungswesen geht, wenn es um Klimapolitik geht. Überall da muss man mal schwatzen. Oh nee. Wenn es als nationale Lohnpolitik geht, natürlich, wenn es die Reform vom Kollektivvertragswesen geht, und natürlich, wenn es als Index geht. Eine Stimme zählt. Und sie werden so oder so nicht zu überhören sein. Mit anderen wieder, Gewerkschaft ist nicht gleich Gewerkschaft. 61% sind nicht 28%. Aber bei dem skandalösen Tripartit-Diktat vom März 22 gegen den OGBL, da goufen als 61% nicht respektiert. Und so etwas darf nicht mehr passieren, Kolleginnen und Kollegen. Das ist heute die Message und die aktuelle Regierung. Das ist auch die Message und minoritäre Gewerkschaften. Den OGBL, oh, das war wirklich schlimm. Ich habe schon zu viel geschaut. Ja. Den OGBL ist bereit, mit allen Gewerkschaften konstruktiv zusammen zu schaffen. Wir sind nicht bereit, sind Werte zu verkaufen. An Haut, Kolleginnen und Kollegen, entschuldigt, also auch den 1. Mai nur der Fusion mit dem Landesverband. Ein Beispiel dafür, dass wir zusammen nicht sehen. Ein historischen Zusammenschluss gegen Spaltung von den Schaffenden. Zusammen machen wir Zukunft. Und Sozialwahlen nur noch gewissen, dass eine Message von der Einheitsgewerkschaft weiterhin aktuell ist, dass sie von der Basis gedroht wird.
weil ich felicitiere noch als Kollegen Eisenbunner, die entgegen viele negative voraussuchen, trotzdem hier Position bei der CSL-Wahl auch nach dem Logo GBL klar kommt halen. Kolleginnen und Kollegen, 2,44 Billionen Dollar. Das ist ein 12 mal 13 Ziffern. Anders ausgedrückt, 2,44 Millionen. Ein unvorstellbar Summe, irre. Und das ist die Summe, die 2023 weltweit an Militärausgabe gestockt wird. Ein trauriger Rekord. Die Gewerkschaftsbewegung verurteilt alle militärische Aggression. Als Gewerkschaftler verurteilen wir ob das schärfste Kriegsverbrechen im ukrainischen Volk. Wir denken an die Tausenden von ukrainischen und russischen Familien, die unschuldig Jungen und Mädchen in diesem sinnlosen Krieg verlieren. Wenn ein Angriff zugegriffen wird, muss ihn sich militärisch wehren dürfen können. Mit Frieden, Kolleginnen und Kollegen, ist schlussendlich möglich, wenn alles in Erhol geht, für die Diplomatie an der Verhandlung eine Chance zu gehen. Und die Abrüstungsspirale ist mit Sicherheit nicht die Solution für die aktuell immer mehr fragile Welt sicher zu machen. An den 1. Mai ist auch den Tag vom Frieden. Und dafür spielt den Tag auch heute, wo ein mörderischer Krieg in Europa gefordert wird, wo quer durch die Welt weiter Krieger wüten, so eine wichtige Rolle. Weil all Tage sind mir die grausamen und erschütternden Bilder, die von den Menschen unwürdige Konditionen von den Kriegsopfern in der ganzen Welt témoignieren. Waschgucken geht nicht. Wir sind alle betroffen. Und wir refusieren aber auch, das Bilder als eine Fatalität zu akzeptieren. Krieger sind von Menschen gemacht und sie können und müssen auch von Menschen auf den Anbruch gehen. Bravo. Dafür fordert nur GBL auch ein direktes Cessez-le-feu am Nahen Osten. Befreien von den Geiseln. An eine umfassend und direkt humanitäre Hölle für die Tausende Kanner, Frauen und Männer, die Opfer von einem unbarmherzigen Krieg am Gaza liegen. Auch für das Massagen zu geben, steht der 1. Mai. Kolleginnen und Kollegen, als im so oft geluften Gesellschaftsmodell geht es nicht gut. Der soziale Fortschritt, der geht auf Frohgestalt. Auf viele Plätze geht Schwächung von den Sozialstaaten offensiv weiter. Auf viele Länder geht sogar Demokratie ohne Hygiene angegriffen. Quer durch Europa und Austeritätspolitiken Aufwand. Und alles das, als wie wir wissen, der Boden, ob dem konservativ-reaktionär, rechtsextrem, faschistische Parteien in Europa und Einfluss gewonnen. Es droht als eine Situation zu entstehen, wie man sie hinter dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr kannte. An all fortschrittlichen Parteien, an Bewegungen, an Gewerkschaften stehen nur zusammen an der Verantwortung, sich dagegen zu wehren. Weil wenn wir als Lohn nicht wehren, dann riskieren wir von etwas überholt zu gehen, was wir nicht wollen. Was grundsätzlich gegen uns allgemein Interesse geht. Was als Perspektiven für gut Leben, für uns, für die kommenden Generationen zerstört. Ja, wir müssen auf die Straße für ganz Europa die Rechts- bis Extremrechtsbewegungen zu stoppen. Wir warnen, das geht nicht durch. Das wird sogar nicht viel bringen, weil wir nicht gleichzeitig Staaten aus der Welt schaffen, was der Vielmarsch von den Feinden von der Demokratie verursacht. All das wussen die sozialen und wirtschaftlichen Inegalitäten in unseren Ländern. Sie treffen in Europa nicht nur die Innersten, mehr mittlerweile auch immer mehr Breitdeler von der Mittelschicht. Die Verarmung von immer mehr Leuten, der sozialen Aufstieg, Perspektivlosigkeit, die sie provoziert. Das ist der Nährboden für die brisant gefährlichen politischen Entwicklungen, wie man so viele Länder kennen. Kollegen, wir befinden uns kurz vor einem wichtigen weiteren Wahltermin, die Europawahlen den 9. Juni. Die sind immens wichtig für die schaffenden Leute,
weil vieles bei der europäischem Niveau dezidiert geht, da tut einen direkten Einfluss, ob es Arbeit, dann ob es Lebenskonditionen. Und dafür wählt man, auf und allem, wählt die Progressivkräften in Europa, die sich für einen sozialen Fortschritt ersetzen, die sich für ein inklusives Europa ersetzen. Und nicht für die wollen aus Europa eine Festung machen, die eine Austeritätspolitik wollen imposieren, die sie keine Alternative. Und noch nicht die als viel machen, den einzigen Kriterien für das Wohlbefinden von uns alle wie die sakrosankte Kompetitivität von Entreprisen. Weil hier geht es nicht just um die Extremrechts. Mit dem Message, der geht doch unter CSV hier Europapartei EVP, die seit Jahren in interne Rechtsruhe lebt. Sozialgerechtigkeit, die kriegen wir nicht ohne Umverteilung von oben nach innen hin. Sozialgerechtigkeit, das ist nicht ein naives Wunschdenken, das ist eine bitter Notwendigkeit. Ein wirklich soziales Europa, das ist keine politische Utopie, das ist just genau der politische Courage, den wir brauchen. Und dafür mal endlich Schluss. Schützt Sozialstaaten in Europa und überall auf der Welt. Nicht moi oder überall, wir hauen an den Lo. An einem Moment, Kolleginnen und Kollegen, als es leider das Kontra was passiert. Soziale Inegalität geht weiter rup. 5 Milliarden Menschen auf der Welt sind hinter 2020 mit arm gehen. 5 Milliarden. An demselben Zeitraum sind alle Milliardären auf der Welt 3.300 Milliarden US-Dollar mehr reich gehen. Das ist ein Plus von 35% für sie. 3-mal so hoch wie die Inflation. Das ist so, wie bei mir bei allen Indextranchen, da gibt es nach 2 dabei kriegen. Und es können noch besser, bei den 5 reichsten Männern auf der Welt, denen geht das noch nicht durch. Bei denen ist der Plus von 100%, sie haben ihr Vermögen einfach mal verdoppelt an dem Zeitraum. Und das ist für die 5 Männer ein Gewinn von 14 Millionen Dollar. Nicht pro Monat, nein, nicht pro Woche, mehr pro Stunde. Pro Stunde. Das ist, wie bei mir während der Rede alle Gute geben 14 Millionen Dollar verdienen. Also da gebe ich schon noch 12 Stunden mehr, ich weiß. Das ist auch nicht stimmt. Kolleginnen und Kollegen. Die Reich an der Welt haben ihre Kollegen Politiker weltweit Vermögenssteuer aufgeschafft oder sie zum lächerlichen Verkommen gelassen. Auch zu Lützeburg. Sie orchestrieren weltweit den Dumping von der Betriebsbesteuerung an den Kapitalrevenuen. Auch zu Lützeburg. Hier das Resultat ist bemerkenswert. Das die massivsten Ausbeutung gegen schaffende Leute auf der ganzen Welt. Und das Konzentration von immer mehr Vermögen, immer mehr Kapital auf wenigen Händen, sie verletzt als Interesse von Tag zu Tag immer mehr. Weil wir wissen nicht, all die Billionen Euro, die an die falsche Richtung laufen, die fehlen für Grundbedürfnisse von Milliarden von Menschen, die fehlen an der Bildung, sie fehlen an der Gesundheitsversorgung, sie fehlen für Sozialsicherheit, sie fehlen für viel wirtschaftliche und öffentliche Investitionen, sie fehlen am Kampf von der Menschheit gegen Klimakatastrophe, sie fehlen für den Schutz von unseren natürlichen Ressourcen. Und die gigantische Verteilung von innen oben, die ist Resultat von einer ungeziegelten kapitalistischen Ausbeutung von der Arbeit und von den natürlichen Ressourcen. Und sie ist leider liiert mit einer katastrophalen Steuerpolitik, einer immer mehr ungerechter Steuerpolitik an den letzten Jahrzehnten, quasi an alle Länder auf der Welt, auch zu Lützeburg. An andere wieder, sie aus dem Triple-A von ganz viel Misere auf der Welt, und auch zu Lützeburg. An These von dem sogenannten Trickle-Down-Effekt. Kurz erklärt, wenn es den Reichen besser geht, dann können vielleicht innen etwas für die anderen Schichten in der Gesellschaft tun.
Da sind ideologisch Märchen von den superreichen Kolleginnen und Kollegen. Märchen, dass sie matieren eigenen Dankfabriken, matieren Politiker, matieren Medienkonzerne als all da zu verklicken probieren. Und auch zu Lützeburg. Und die Realität ist eigentlich ein ganz anderer. Das ist ein gigantischer Trick ab. Und Tasche von ganz wenigen. Ob Kaste von der Lebensperspektive, von der gesamten Menschheit und den nachfolgenden Generationen. Kolleginnen und Kollegen, das hat schon beim Wagner, beim Thatcher nicht geklappt. Das klappt auch nicht beim Frieden. Und Geschichte hat uns so eine Rapesanisch gelehrt. Die ewige Geschichte, die superreich, die haben auch immer ganz gut mit autoritären Regimen gelebt. Weil sie sind nicht die Demokratie fördern. Au contraire. Sie sind weit weg vom Kampf gegen alle Formen von Diskrimination, von Fremdenhass in unserer Gesellschaft. Und dort unter anderem auch hier zu Showgestalten philanthropische Fondationen nicht, die sie danach mit den wenigen Steuern, die sie bezahlen, noch aufsetzen. Kolleginnen und Kollegen, so wie ich schon 5-mal gesagt, auch zu Lützeburg ist es nicht anders. Und auch wenn die Regierung sich an die Sondes reden, du mal da bretzt, dass sie keine Austerität nicht und die Investimente will halten. Aber dann ist das ja wohl das Minimum. Und das muss auch nach Frot können gehen. Weil auch wenn verschiedene es nicht zutrauen, auch wir können rechnen. Aber wie soll es da möglich sein, in Zukunft das Militärbudget zu verdreifachen, das Budget immer im Gleichgewicht zu bringen, 30% Schuldgrenze, alles cool. Steuern für Betriebe weiter hochsetzen, Firmenindustrie über Tax der Bonnement anklagen und sogar noch, wenn dann etwas recht ist, kann dann eine kleine Steuerentlastung für die Leute. Wie soll es möglich sein, auch gleichzeitig das Sozialsystem aufzusichern, die Investimente an die Infrastrukturen und an Klima zu halten, Kolleginnen und Kollegen drastisch mehr Ausgaben mit drastisch mehr Rezetten, erlaubt uns, dass wir da skeptisch bleiben, als sie sich bewusst, liebe Regierung. Wir werden aufpassen. Und wir werden nicht, wenn die Rechnung nicht abgeht, als Salarien, moi, eher verpasste Chancen von Haut bezahlen. Kolleginnen und Kollegen, es bleibt beim Steuersystem. Den ist einfach fundamental ungerecht. Das ist nicht zintergösterisch so, mehr man zinterviergöster. Zinter Jahrzehnten gehen als Steuerreformen mit Entlastungen für die Leute versprochen. Passiert das nicht viel. Und die neue Regierung hat ja auch schon die angekündigte Steuerreform schön noch Hanne verrickelt. Steuerreform zu Lützeburg, die können als mittlerweile viel wie ein Horizont an der Karibik. Weil ihr mir nicht nur dabei könnt, weil ihr mir weiter waschert. An die allergrößten Ungerechtigkeit im System ist ja den, da sehen, ob dabei viel mehr Steuern bezahlt, wie ob der Revenu vom Kapital. Aber bei rund, immer das Beispiel für zu weisen, bei rund 5.000 Euro bezahlt ihr 7-mal mehr Steuern, wie bei 5.000 Euro Dividenden. Das ist nicht gerecht. Gerecht geht auch nicht. Kapital muss endlich selbst besteuert gehen, wie da bist. Hatten. Und dafür muss man so sicher gehen, da wo sie sind, und gehen Plätze, wo da richtig viel sind. Und wir brauchen endlich eine seriöse Vermögenssteuer. Und nicht für die Normalsterblichen, aber für die mit richtig viel Vermögen. Das ist keine Neiddiskussion, aber wenn die Rechnung soll abgehen, da müssen die Superreichen zum Gemeinwohl beitragen. Und nicht nur zu Lützeburg, aber auch zu Lützeburg. Und wir brauchen auch eine seriöse Besteuerung vom Großgrundbesitz. Wir müssen Spekulation teuer machen zu Lützeburg. Und wir müssen aufhalten, die Betriebe noch weiter Karton zu machen. Betriebsbesteuerung hast du ja schon in der letzten Regierung 2-mal aufgesagt. Die neue konservative, liberale Regierung will natürlich eine Gruppe lehren. Und da geht es dann nicht, wie bei der Person Physik, gut Zeit gelassen für zu analysieren, ob man das da ist. Aber da wird direkt eine Steuererleichterung gemacht. Betriebe sollen direkt nächstes Jahr eine Steuererleichterung kriegen, das kostet über 170 Millionen Euro. Mit Patronat verlangt von hier politisch Dividenden von den Patronatsparteien eben direkt. Und die Regierung kuscht. Der UGBL verlangt das ganz anders. Wir verlangen eine Umverteilung von der Steuerlast von innen nach oben.
Und das ist doch konkret, wir brauchen eine neue Barem. Auch hier geht es viel um Gerechtigkeiten. Die niedrigen und die mittleren Schichten, die müssen Männer Steuern bezahlen. Und die heißt mehr. Und der Mindestlohn, der muss steuerfrei gehen. Und nicht zu vergessen, es muss auch endlich die automatische Anpassung vom Steuerbarem und Inflation gefordert gehen. Das gilt auch für die Anpassung von den Steuerkrediten und Inflation. Weil wenn das nicht passiert, dann verlieren wir alle weiter und Kaufkraft. Und geht nur durch, die Regierung muss das machen, und zwar direkt los. Wenn ich beim Thema Steuergerechtigkeit will aufschließen, da komme ich nicht allein zu suchen. Da muss auch die Steuerpolitik gerecht sein zwischen all den Leuten, die zu Lützeburg arbeiten. Und das bedeutet auch zwischen denen, die zu Lützeburg wohnen und denen, die nicht zu Lützeburg wohnen. Weil Kolleginnen und Kollegen, der nächste Meer so einen internationalen Tag, ein Tag, der keine Grenze kennt. Und das ist für uns ja gerade so wichtig. Wir wissen nicht, wo wir darauf angewiesen sind, dass ganz viele Leute all Tag morgens über die Grenze kommen, für Lützeburg schaffen zu kommen. Und aber sind wir leider immer mit politischen Entscheidungen konfrontiert, durch die über 250.000 Leute ausgeschlossen sind. Sie wird bei den Boursetüden, bei den gratis Maison Relais, gratis Schulbücher, gratis Kantinen, Dünnerschäden bei der Sozialversicherung, bei den Steuern. Alles das sind immer ein paar Beispiele. Aber das kann nicht sein, Kolleginnen und Kollegen. Et là, je m'adresse d'abord à vous, chers collègues français et belges, vous qui êtes 75 000 ou au choix 175 000 pardon, ou au choix 175 000 à passer tous les jours la frontière. Vous passez tous les jours la frontière pour venir enrichir notre pays. Et non, nous n'accepterons pas et nous n'accepterons jamais que vous soyez discriminés par la politique de ceux qui ne vous voient pas. Ils ne vous voient pas parce que vous ne faites pas partie de leur électorat. Und nein, liebe Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, auch euch kann man die Überstunden nicht anders besteuern als allen anderen Arbeitnehmern, nur weil ihr in Deutschland wohnt. Ihr arbeitet hier und ihr müsst mit die gleichen Rechte haben wie alle anderen. Die Diskussionen um das neue Steuerabkommen zwischen Deutschland und Luxemburg sind ein Trauerspiel. Wir fordern die Finanzminister auf beiden Seiten auf, schnellstens Klarheit zugunsten unserer deutschen Kolleginnen und Kollegen zu schaffen. Zumindest ein sofortiges Moratorium bei der retroaktiven Besteuerung muss sofort umgesetzt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kollegen Frontalier, egal von wo der kommt oder wo der wohnt, die Lützeburger Ökonomie braucht ich. Und die Lützeburger Politik sieht, wir müssen die Ökonomie stärken. Aber wenn ihr das seht, dann muss ihr noch konsequent sein. Weil wenn die Löhne aufhängen, wir heiß zu gehen an unsere Notbeschläge. Wenn der Benzin immer mit teuer wird, wenn den öffentlichen Transport nicht möglich macht, dass der sehr Gemengen auf Lützeburg schaffen kommt, wenn der Stau immer mehr lang geht, wenn die Arbeitszeiten in Deutschland, Frankreich, an der Belgien mehr kurz sind wie als Lützeburg, aber wenn ihr aus steuerlichen Gründen und ein Mann Teletravail kann machen wie Präsident, und dann die Überstunden mehr besteuert gehen, wem mengt ihr dann? Wem mengt ihr, liebe Politiker und Patronatslobbyisten, dass dann an Zukunft nach Wölheiner schaffen kommen? Hier muss Politiker waschen, hier muss gehandelt gehen, auch gegen die Meinung von den Patronatsverbänden. Weil es geht eben hier nicht nur um den einen oder anderen Betrieb, hier geht es um Funktionsfähigkeit vom ganzen Land. Dann hast du wohl Penerie de Main-d'œuvre nach zur Untertreibung vom Jahr gehen. Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen besser Löhne zu Lützeburg. Und das gehört zu unserem Auftrag, uns auch dafür anzusetzen, dass politisch für mehr Kaufkraft gesorgt wird. Und der UGBL ist die einzige Gewerkschaft hier im Land, und ich erinnere mich, an denen sie die Mission in den letzten Jahren erfüllt hat.
Weil wenn haut den Index normal funktioniert, aber man kein Indextranche verloren haben, dann ist das Eisenmerit. Und wir können stolz auf als Gewerkschaft ziehen, ob als Delegierten, als Militanten und als Membres. Regierung auch nicht mehr so auf die Idee kommen, Jota Indexgesetz zu ändern. Mit das sollen sie wissen, dass die mehr im Genie so wie die letzte Jahr. Den Index verhindert, dass also Reallohn durch die Inflation integrieren könnt. An die Sozialkampf, die ganz Streiken am Ausland, mir gesinnet zu, die Weise, was geschieht, wenn kein so ein Instrument da ist. Sie weise, wie wichtig der Index für den sozialen Frieden am Land ist. An den Direktor von der Handelskammer, an einer Patronsvertreter. Sie gehen gut dafür bezahlt, für das nicht wollen zu verstehen. An immer geht den Index mobil zu machen. Aber wie gesagt, den Index ist immer nicht den Ausgleich für den Reallohnverluste. Wenn ihn allerdings so eine Aufsicht will, dass der Reallohn sich mit der Wirtschaftsleistung entwickelt, und dass die nicht exklusiv an Tasche von Aktionären oder Betriebsbesitzer landet, da brauche ich nirgendwo auch einen guten Kollektivvertrag. Einen guten Kollektivvertrag. An Voraussetzung für einen starken Kollektivvertragswesen, das sind starke Gewerkschaften. Und das ist aber auch ein starkes Kollektivvertragsgesetz. Und das tun wir heute nicht. Das ist so, wie wir immer noch im letzten Jahrhundert wären. Das ist ewig schnell passiert auf dem Gesetz. Das ist gar nicht mehr angepasst und die Realität von den Betrieben heute. Mittlerweile gibt es sogar eine europäische Direktive, die euch seht, bis Ende 2024 muss man einen Aktionsplan haben, für eine Methodekuvertur von 80% zu kommen. Und wir sind bei 50%, wie ihr wisst. Das ist noch ein weiter Weg. Und dafür darf die Regierung nicht mehr Zeit verlieren. Sie muss handeln. Und das muss am Sozialdialog passieren. An der Verhandlung mit uns. Das Resultat muss ja nur ein Gesetz sein für einen besseren Kollektivvertrag. Und ich sage doch ganz klar, ein Kollektivvertrag, mit das ist ein Akkord, den mit den national repräsentativen Gewerkschaften unterschrieben wird. Und nicht da nicht. Und das hat sogar Europa verstanden. Und das sollen nur hier im Land auch ganz, ganz schnell als Politiker und als Patron verstehen, die darüber fabulieren, dass sie können allein mit den Salarien einen Kollektivvertrag verhandeln. Aber wenn er doch nicht mehr denkt, aber wenn doch nicht mehr hofft, das System von der nationalen Repräsentativität von den Gewerkschaften anzugreifen, der greift um das Fundament vom sozialen Frieden zu Lützeburg. Das ist ein Rotlinie, ein No-Go. An deren Macht bezieht sich eigentlich auch auf die ganz rechtsstaatliche Idee, was die Arbeitszeiten nur belangt, die wir hören. Eine Verschlechterung von unserem Arbeitsgesetz auf puncto Arbeitszeiten ist inakzeptabel. Wir müssen Männerstunden schaffen, nicht mehr. Da besteht was nicht krank machen. Wir brauchen gute Arbeitsbedingungen, gut Lohn, wir brauchen sichere Arbeitsplätze für uns und für die nächsten Generationen. Wir wollen und wir brauchen kein System von Scheinselbstständigen, ohne Rechte, ohne Sozialversicherung. Wir brauchen keine CDD an Interimsplätzen an Google, mit keinen prekären Arbeitsbedingungen und ständig Angst vor Entlosungen. Und wir sind nur so weit, dass wir unter der Verantwortung vom Lützeburger Kommissar endlich ein Direktiv zu der Plattformarbeit angehalten hat. Sie ist alles nicht wie perfekt, aber sie hat aber den Merit, dass sie die schützt, die Tausenden und Tausende von Salarien oder von Scheinselbstständigen, die in den prekärsten Konditionen zu schaffen. Und wir fordern als Regierung auf, die Direktive direkt umzusetzen, alle zu erreichen. Es ist schon viel zu viel Zeit auch heute verloren gegangen. Und wir fordern gut als sichere Arbeitsplätze, Kolleginnen und Kollegen. Das ist unser Job und das Interesse, was wir verteidigen. Arbeitsplätze, die den jungen Leuten vom armenischen Prä auf einer Bank zu kriegen. Arbeitsplätze, wo sie in guten und gesunden Bedingungen können schaffen und zu seriösen Löhnen können schaffen. Und dafür brauchen wir die Gewerkschaft. Und gerade an Zeiten von einem komplett enthemmten Patronat, mit ihren politischen Freunden. Kolleginnen und Kollegen, ich kann auch nicht leider als Zeitgrenze auf alle Sektoren abholen. Mehr als Arbeit an den einzelnen Berufssektoren, die weiß, wie wichtig es ist, ein gutes Kollektivvertragsgesetz zu haben. Sie weiß aber auch, wie wichtig es ist, immer guten Ersatz zu weisen. Weil Ersatz lohnt sich, und das haben wir gesehen,
an dem Sektor von der Restauration kollektiv. Ich nenne den hier, weil das so stellvertretend wie wichtig das auszuweisen. Das ist ein immenses Success für die Leute. Es sind da 30 Jahre endliche Kollektivvertrag. Endliche Kollektivvertrag. Das ist ja bravo. Resultat von jahrelanger harter Arbeit. Und du hast endlich sektorielle Kollektivvertrag in dem Bereich. Eine große Mercenär, die ihr schon gesagt habt, an dem Terrain, die nicht abgehalten und nicht abgehen haben. Das weiß, dass es sich lohnt, für mehr Kollektivverträge zu streiten. Und auch für mehr sektorielle Kollektivverträge. Kolleginnen und Kollegen bei den Banken, du hast einen sektoriellen Kollektivvertrag. Und die wird gerade neu verhandelt. Mir sind Verhandlungen wie immer schwierig. Weil wenn die Situation am Sektor nicht gut ist, dann heißt es von der ABBL, wir können noch keine Lohnerhöhung und dann geht das nicht gut. Aber wenn die Situation gut ist, und das ist im Moment der Fall, wie wir wissen, sie ist extrem gut, wenn ihr all die Rekordgewinner guckt, dann heißt es, geht zwar gut, vielleicht aber nicht lange, wir müssen los spüren. Für wie blöd halen sie es? Sie bezeichnen sich ja gerne als Milchkuh vom Land. Aber da geht es doch noch Zeit, dass die Milch verdient wird. Und da dann alle echt alleine auf dem Weg, Kolleginnen und Kollegen, was für das Kollektivvertragsgesetz gilt, das gilt für das Arbeitsgesetz tout court. Leider haben wir den empirischen Beweis dafür, dass dringend Reformen müssen gemäht gehen, an denen Lasten, die ich bei der Firma Target zu Klief erlebt. Das wirklich, und da sind wir dann eins beim Arbeitsminister, total inakzeptabel, was da passiert. Einfach 127 Leute wollen es entlassen. Und dann ein Plan de maintien de l'emploi zu schreiben, kurz für drin, und kurz danach massive Entlassungen zu können. Das ist der Gag gemacht am Sozialdialog. Das ist auch nach dem Missbrauch von unseren öffentlichen Geldern, die an den Betrieb gestartet sind, für eben gerade Arbeitsplätze zu erhalten. Wir fordern heute klar, dass so ein Vorgehen am legislative Plan direkt muss die Regel vorgeschoben gehen. Das Praxis, die ist inakzeptabel und die können wir nicht mehr holen. Und wir fordern, dass bei Target der Maintien de l'Emploi 400 Entlassungen gestaltet wird. Kolleginnen und Kollegen am Industriesektor, wir waren immer gegen die Auslagerung von der Produktion von wichtigen Materialien und Ausland. Wir sind oft dafür belächelt gehen. Die Covid-Krise hat uns dann aber gewiesen, was eine katastrophale Aufhängigkeit wir als selber mit der Politik getrieben haben. Und dafür unterstützt die GBL alle Bemühungen von einer Reindustrialisierung an Europa, auch hier im Land. Der Industriestandort Lützeburg muss aufgesichert gehen. Es ist schon zu viele Arbeitsplätze verloren gegangen. Einen wirklich großen Merci und Kollegen aus dem Industriesektor allgemein für ihren alltäglichen Einsatz, das war. Und das letzte Beispiel erleben wir gerade bei Liberty Steel zu Dietling. Da fährten die Leute einfach schon seit der Jugend alle an vom Mond, ob sie einen Fall kriegen. Das ist grausam, was passiert. Und dann sieht Liberty mir keine Suche mehr. Mit Leuten, die wollen einfach just schaffen. Sie wollen nicht mehr wie schaffen. Und der Patron, der soll seinen Betrieb verkaufen. Und in den die Fabrik seine Träne lässt. Und die GBL fordert an dem Kontext eine Zukunft für Liberty Steel, eine Zukunft für all seine Leute. Kolleginnen und Kollegen, die Aufsicherung von den Sozialsystemen, das gehört zu unserer DNA als Gewerkschaft. Und dazu gehört eben noch das Pensionssystem. Und dazu gehört dann eben noch, wenn ein neuer Sozialminister rausgeht und Deklarationen möchte, die wirklich nichts Gutes verlauten lassen, dass wir da reagieren. Sie ist einfach ungefroht, ohne EU-Kondition, ganz ohne Konsultation, hingegangen und Aussage gemacht, wo müsste für drüber schudern. Aber wenn die Voraussagen, die immer über das Pensionssystem gemäht, noch gemacht sind in der Vergangenheit, wenn die mal schon ein zugetragen wären, da wären wir schon x-mal an die berüchtigte Rentemauer geknüpft.
Und das heißt nicht, dass wir uns nicht so Gedanken darüber machen, wie wir das wichtige Standbein von unserem Sozialstaat stärken und aufzustellen können. Aber das heißt aber sicher nicht, wie sich das manche Politiker und Patronat wünscht, in Richtung von mehr lang schaffen, in Richtung von mehr Pension kriegen. Und das heißt auch sicher nicht, das Verkaufen von unserem guten öffentlichen Pensionssystem und privat-kommerziellen Assuranzen. Kolleginnen und Kollegen, wen sich in unserem Rentensystem vergreift, mit dem möchtet ihr auf für die Verdeckung von der sozialen Fraktur. Das ist ein No-Go, ein Rotlinie für uns. Und da gehen wir auf die Straße, und noch mehr weit von uns hin. Und das heute, also als Mobilisierung, die hat Auto gefangen. Diskussion über die Durchsetzung von der Rente nicht doof, gell? Wir sind sogar dümmer. Wir werden aber nicht so lassen, dass probiert die Generationen gehen, den auszuspielen, dass das, was im Moment gemacht wird. Weil das schon der Kornbild von der Heuchlerei, wenn den Haut sieht, am Ende von den Jungen, muss man unter Pensionssystem gehen. Gleichzeitig aber kein Zusatzschnitteln beschaffen. Man da seht ihr in den jungen Jahren in Zukunft, muss er mir lang schaffen, für Herrn Nummer noch rauszukriegen. Das ist nicht an ihrem Interesse. Und außerdem, neben dem Doten, geht auch ein verwerflich allen Erderweis insinuiert, dass die Haut pensioniert sind, auf Kosten von den anderen Giffen profitieren. Und das wirklich allen, für auf diese Art und Weise ideologisch den Terrain für Pensionsküstungen zu präparieren. Durchsetzung vom Lützeburger Pensionssystem, das sind von den Besten auf der Welt, das ist eben nicht einfach eine mathematische Examensfrage. Aber das ist eine sozial-gesellschaftliche Herausforderung. Die braucht mehr wie Leistung Millionen zu multiplizieren und imaginär Mauern noch zu richten. Die Plaffung von den Kotisationen aufzusetzen. Es gibt keinen Grund mehr dafür, das nicht zu machen. So kriegen wir Mesuren ran. Und nicht zu vergessen, dass wir nach für eine Reserve von über 23 Milliarden Euro aufgebaut haben. Eine Reserve, die 5,5 Mal der jährlichen Depensen entspricht. Und gibt noch ganz andere Stellschrauben für zusätzliche Ressourcen. Die wollen wir diskutieren. Wir sind offen für die Diskussion, wann die Regierung sie will führen. Aber ich erinnere, es sind Sozialpartner, die im Verhandlungstisch zu sitzen haben, und nicht irgendeinen anderen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, an diesen Zeiten kann ich mehr gehen, ohne über die Klimakrise zu schwätzen. Weil das ist evident, dass der Rest von den Klimazielen, die wir uns als Land, aber auch als in Europa, und auf der Welt gesagt haben, die müssen erreicht gehen. Wir haben keine Schwamm mehr. Und das muss man uns dadurch etwas kosten lassen. Und die Transition, die muss sozial gestaltet gehen. Und auch das kostet. Und dafür brauchen wir die nötigen Milliarden. Und du hast es schon extrem beunruhigend, wenn ihr gesagt, dass die Investimenten zu Lützeburg an den nächsten Jahren sollen im Ruf gehen. Das kann doch nicht sein. Weil wir wissen es ja, wenn wir heute nicht handeln, da geht es ja noch viel, viel mehr ja. Und hier nur für allem wird das zu schweren humanitären Katastrophen führen, gesellschaftliche Verwerfungen, wie die Welt sie noch nie gesehen haben. Und das können wir nicht akzeptieren, Kolleginnen und Kollegen. Und in dem Kontext erlaubt man begrüßen ich hier Leute, die sich besonders einsetzen für die Défense der Menschenrechte. De Jean-Louis Zeil von der Initiative Devoir de Vigilance, als man vertreten aus der ganzen Welt hier, und erlaubt man ihnen kurz Merci zu sagen. A warm welcome to all human rights defenders who came from Brazil, Mexico, South Africa to us. You came to us that companies producing steel like ArcelorMittal and Ternium respect human, social and environmental rights. We let you know, we assure you
you that from OGBL, today and tomorrow, our solidarity, because we stand with you in your fight. Thank you very much. Und dann, Kolleginnen und Kollegen, habe ich mich echt mehret ob, die schon viel zu lang ist, mit der letzten Krise, die uns betrifft. Ich kann das Thema nicht einfach überspringen, das geht nicht, weil es geht um Wohnen. Und ihr wisst, dass ich mir das nicht kennen, überspringen. Und ich schließe mit der Krise auf, an dem sich so meine Kolleginnen und Kollegen, wenn die heute zu Lützeburg keine Wohnung fanden oder die ganz schlecht wohnen, aber wenn die Zuhören hatten, oder ob man es gut hatten, für die Politiker und Partien zu invitieren, man gibt vielleicht einen Wohnungspolitiker in ihrem Sinn gemäß. Nicht eine Wohnungspolitik am Interesse von denen, die sich immer nach man Besitz so Land, Terrain an Immobilien bereichern und Gülle nur verdienen. Weil das passiert, das sind der Jahrzehnten und Regierungen verschlafen, bis zu machen. Und das hat die Konsequenzen, die wir kennen, zu der Wohnen. Spekulationen und Reichgehen am Wohnungsmarkt, das wird seinen freien marktwirtschaftlichen Lauf geholt. Wir haben immer Männer öffentliche Mietwohnungen. Und sind immer mehr fiskalisch Kadore, besonders für die Multiproprietären. Und natürlich als neue Regierung, die bleibt ihrem ideologischen Dogma komplett treu. Römenker, neue Steuerkadoren, Römer nicht Stalin für die, die viel Geld haben. Und obwohl die DP den Wohnungsminister stellt, hat sie ihren Wahlprogramm schon komplett vergessen. Weil er hat fortschrittliche Gedanken annonciert, ein annoncierte Wumms in Richtung öffentliche Wohnungsbau à la Wiener Modell. Und das wird der richtige Weg gewesen, für endlich als öffentliche Hand zu dem großen Player zu gehen, der positive Preise erwirkt, der gleichzeitig Wohnungsnot kaufen zu bestehen, an den Baukonjunktur und Aktivitäten kann urkurbeln. Kolleginnen und Kollegen, ich bin fordert, dass der Bau von Tausenden bis Zehntausenden öffentliche Mietwohnungen zur politischen Priorität bis 2040 steht. Dass endlich eine seriöse und konsequente Politik gegen Spekulation und gegen das exzessiv Unhilfe von Land, Terrain und Immobilien gemacht wird. Der UGBL fordert mehr staatliche Hilfe, aber für die Leute, für die, die sich ihre eigene Wohnung leisten können. Und der UGBL fordert das Mietgesetz endlich, dass die Entwicklung von den Loyers und die Entwicklung vom Einkommens von der Bevölkerung koppelt. Weil nur so kann ich das verteilt als Einendriften zwischen Einkommens und Loyer endlich stoppen. Kolleginnen und Kollegen, es sind eine Kommission, die eine ganz große Merci für Ihre Präsenz. Wir sind froh, heute eine starke UGBL zu sehen, die heute zusammen steht für die Interessen von den Leuten. Zeiten, die aber jetzt durchkommen, die Werte kann einfach sein. Wir sind bereit für die Wiederzugehen, wenn nötig ist. Darunter soll gut kein Zweifel. Dafür stimmen wir alle, unabhängig von wo wir kommen. Kolleginnen und Kollegen, alle zusammen sind wir den UGBL. Alle zusammen können wir uns diese Herausforderung stellen. Am Interesse von den schaffenden Leuten, von den Rentnern, von ihrer Familie. Wie auf den nächsten Weg, wie auf den UGBL. Ich sage euch alle,